Viele Sonntag sagen wir, wo und woran Gott kann ich Herodes sein Leben von ihm nehmen. Herodes hat sehr viel von sich selbst gedacht. Er will von den Menschen gesehen sein, nicht? Deswegen hat er seine Königskleider an, die selber gemerkt werden. Er will von den Menschen gehört werden, deswegen hat er eine große Rede, ein großes Spektakel gemerkt, über einen Finanzbericht. Er will von den Menschen angebetet werden. Das hat er alles geplant und dort haben die Menschen auch getan. Die sahen ihm, wo seine Kleider so glänzend deuten. Die hörten ihm, wo er reden deut. Und dann schließlich zuletzt haben sie ihm auch angebetet. Dort sagt, dort Volk schrie, das ist Gott seine Stimme und nicht ein Mensch seine. Und wie es Herodes Gott nicht die Ehe gab, schlug den Herrn sein Engel am plötzlich durch und er ward von warm verfreten und er starb. Er ward buchstäblich von Bahn lebendig verfreten. 5 Luther, wie er dort. Für 5 Jahre muss er unter dort leiden. Stolz sein ist eine ernste Sinn. Und von der und Tag würde einer dort nicht denken, wenn es einer hier so fährt, wie sollen stolz sein, er dort, was wir tun kann, er alles, was wir abgebüht haben. So ist Nebuchadnezzar nicht, er ging gerührt ab seinem Palast, Dach, und er kijkt rum, alles, was er hat, und er sagt zu sich selbst, guck mal, was ich abgebüht habe. Und Gottes Wort sagt, er will noch nicht vor dich reden, dann sagt Gottes Engel zu ihm, das ist nur recht als für die, König Nebuchadnezzar. Von der ist den Königsreich von die genommen. Und für 7 Jahre muss er wo sein? Ja, Gottes Wort sagt so, als ein Rind, der Großfrat. Als König. Historiker würden alle einig sein, dass Nebuchadnezzar ein von der ganz größten und wichtigsten Königs damals war unter den Menschen. Und nie wir sein, vielleicht beten, ab er starb. Und du freut euch groß. Nicht bloß für einen Tag, 7 Jahre. Bad er dort antworten können, dort Gott König über die Königs ist. Stolz sein ist eine ernste Sinn. Herodes war nicht der einzige biblische König, der vom Stolzsein zu Grund kam. Wir sahen von Nebuchadnezzar all, aber viele Werke wie losen auch von König Saul. Gott nahm an sein Königreich auch weich. Und von David hat so viele wunderbare Dinge getan. Aber durch sein Stolzsein hat er 70.000 Menschen in Israel verloren. 70.000 Menschen in Israel müssen ankommen, wir sind stolz sein. Und Nebuchadnezzar. Dort wir wegen Herodes Stolz sein, dort Herodes Christen verfolgen. Er sah, wo die Juden dort gleichen deuten, er will nach Grata worden unter der Juden, deswegen nahm er Petrus auch fast und er will ihn auch anbringen. Und über dort wir wegen sein Stolz sein, dort am sein Leben genommen wird. In Feierwerk gab dort noch einen Vers aus unserem Text, den wir nicht betrachtet haben, Vers 24, wo wir nicht losen. Und Gottes Wort sagt, dort nur Herodes ist tot. In Vers 24, aber Gott sein Wort bleibt beim Teilnehmen und breit sich aus. Sind das nicht wundervolle Wort? Diese Wort halten uns daran zu denken, dass Gottes Wort gewinnt jedes Mal. Und dass es nichts gibt, was Gottes Wort nicht besiegen kann. Nicht einmal ein König. Nicht einmal König Herodes. Wie es Gott König über die Königs ist. Ja, Gott, sein Wort bleibt beim Teilnehmen und breit sich aus. Und von der mit Gottes Hilfe
wo wir unsere Serie über Apostelgeschichte schließen. Und je weiter, wir sind noch nicht da. Wir haben noch wenigstens 2 oder 3 Monate genommen, um Apostelgeschichte zu studieren. Und wir sind noch nicht da. Einer wird noch sehr viel sein können über die 3 Missionsreisen von Paulus. Aber ich dachte, dort würden wir ein anderes Mal tun, wenn Gott das zulässt. Das Ziel dieser Serie wird sein, wo die neutestamentliche Kirche geboren wird, funktionieren dort, mit Konflikten umging und wo sie Christus seine Arbeit, seine große Missionsbefehl auf dieser Welt ausleben und wiederführen deuten. In unserem Anleitungstext, den wir hier losen, haben mit Barnabas und Paulus weiter zu tun. Und überall wie diese Verse durchnehmen, wo ich ein bisschen Wiederholung von der Apostelgeschichte erwähnen. Das Hauptthema Wiederholung. Als ich lernen deed, dann sehen sie uns, dort schult nicht, wenn einer was zweimal sagt. Repetition is important. So, weil wir ein bisschen Wiederholung haben von der Apostelgeschichte. Und die deutsche Bibel ist die ganze Name für das Buch der Apostelgeschichte von Lukas. In der englischen Bibel heißt es die Taten oder die Duten von den Aposteln. Und obwohl das Buch mit den Aposteln und auch die anderen Kinder Gottes zu tun hat, weiten wir, dass diese Ebenschrift nicht ganz stimmen wird. Was meine ich? Dort wird nicht der Apostel, die diese wunderbaren Dinge für Gott deuten, sondern der Heilige Jesus, der dadurch anschaffen deut. Und das wird immer weiter erwähnt in Gottes Wort. Als der Apostel Petrus Pfingsten abstand unter den Menschen reden deut, wo nur dem 3000 Säulen sich zu Gott bekehrten, gab er den Heiligen Jesus alle ihr für die Wunder, die sie deuten. Apostelgeschichte 2,33. Als der Sadduzäer Petrus und Johannes am Tempel festnehmen in farben Rut brachten, dann frühen sie an. In Apostelgeschichte 4. Durch Wort für eine Kraft oder ein Wort für einen Namen, da geht. Und die Bibel sagt, dass Petrus sagt, oder Eva Petrus, dass Petrus voll vom Heiligen Geist anfangen, dort mit an zu reden. Die 7 Männer, die ausgewählt werden, den Wettfriers zu dienen, mussten was Dinge haben. Und eine von diesen Voraussetzungen, wir, die sollen, mit dem Heiligen Geist gefällt sein. Wettfriers zu dienen. Daschen zu dienen. In der Apostelgeschichte 6, Vers 10 sagt, dass Stephanus seine Unklärer können nicht gegen ihn stehen, wie es der Weisheit an den Geist, an dem er redet. Doch wie der Heilige Geist, der ut Saulus einen Paulus mög, in an am fallen deit, als er seine Jugendlich war der kriegen deit. Und dort wird der Geist, der Tabitha halten deit, Glauben utzuleben, und von dort abwirkt, damit sie wieder für Christus schaffen können. Und sei wir nicht eine große Evangelisten, sei mir Kleider in Daten für die Weltfrieds. Und Gott sagt, ja, du hast bloß kein anderer, der deine Arbeit übernehmen wird. Du willst die von dort abweichen, sodass du wieder schaffen kannst. Sind meine wird, aber das wird Gottes Wort an sein Wahl. Ehe Jesus trägt im Himmel vor, befohlen er seine Jünger, nicht von Jerusalem weichzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprechen hat. Und an Tieren der Lute waren sie alle mit den Heiligen Geist gedeiht und gefällt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, was sie tun sollen, nur dem sie mit seinen Geist wurden gedeiht worden. Kapitel 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, dann wird die Kraft kriegen und die wollen meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und über die ganze Welt. Und jetzt kriegt wird die Jünger deuten. Die fangen in Jerusalem an, in Judäa, deuten Gottes Wort verbreiten. Und dann, als dann so weit wir, dann brach der Heilige Geist Philippus in Samaria, wo viele Menschen dort Evangelium annehmen. Dort wird der Heilige Geist, der Petrus in einem Traum weiß, nicht dort Gemeinde halten,
nicht dort Arente halten, was Gott gereinigt hat. Und dort Gott manche Menschen kein Unterschied merkt, über alle Fächer, die annimmt, die am fürchten down in was reich ist. Und wir Barnabas voll vom Heiligen Geist glauben, wir können heute Heden Christen an ihren christlichen Wandel Maut sprechen. Und das wären Wasser von den ganz ersten Heden Christen. Während dem Wasser Juden in Jerusalem sehen, die sind nicht wert genug, um Christen zu sein, ging Barnabas durch und sprach an Maut in ihren Gottesdienst. Dort hat der Heilige Geist euch an. Wenn die Jünger nicht in Jerusalem geblieben wären, was sie den Heiligen Geist hatten, dann würden sie keine Erfolg in ihrer Arbeit für Christus gehabt haben. Tausende von Menschen würden sich nicht bekehrt haben. Sie hatten nicht können Kranke heilen, Weise Jesu retrieben, Tabitha vom Tod abwecken. Sie hatten nicht das samaritische Volk in den Heden Gottes Wort gebracht. Sie würden so geblieben sein, als sie vor Pfingsten wären. Sie würden sich von der noch einmal wollen, hängen tot geschlutene deren verstärken. Sie würden so sein, als Petrus erst einmal wir vor Pfingsten. Die vierten, über salzsüchtige Motive, hostig Dinge deid und hostig Dinge seht. Oder so Simon, der Zauberer sein. Die proben deit Gottes Kraft, Gottes Geist zu kämpfen, so dass he Leute den auch verkämpfen können. So sind die Menschen, wenn sie Gott nicht haben. Die sind salzsüchtig. Die haben leicht Angst. Die tun, was sie wollen, nicht, was Gott will. Ohne den Heiligen Geist würden wir von der Apostelgeschichte nicht haben. Wir würden Paulus seine Briefe auch nicht haben, wie es heute wahrscheinlich aus Saul geblieben sein. Wir würden von der auch nicht immer Kinder Gottes sein. Wie es die ersten Christen würden nicht Kraft oder Erfolg gehabt haben, Christus seinen Missionsbefehl durchzuführen. Wir würden ein jeder von uns unter die Herden uns teilen können. Verloren sein. Aber wie es die Gänger gehorsam wären und in Jerusalem bleiben, was sie mit dem Heiligen Geist gedeiht wären, hatten sie alles gekriegt, was nötig war, Gottes Wort zu verbreiten und Gottes Recht zu bühren. Und während sie das deuten, sagt Gottes Geist, wasser Christen ut. Gottes Geist siegt immer wasser Christen ut, um größere Missionen für Gott zu tun. So schafft Gott. Und hier kommen wir treten an zum Text. In der Apostelgeschichte Kapitel 12 und 13. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 2 und 3. Apostelgeschichte 13, Verse 2 und 3. Du so los, wie wo der Heilige Geist zu den Christen in Antiochia sagt, sondert mir Barnabas und Saul auf, dort dann wird er auch angeraubt haben. Und als sie dann gebet und gefasst haben, leden sie an der Häng ab und leiten an Gott. Das ist, wo Paulus seine erste Missionsreise anfangen hat. Das ist, wo er Missionar wird. Und das wird ein sehr großer Abgruf. Gott will seine Kinder von der und Tag auch für große Abgrufen, rauben und auch brücken. Vielleicht sogar du und ich. Aber das ja wenigstens 3 Voraussetzungen, die Gott von uns verlangt, ehe uns mit größeren Abgaben und Verantwortungen verantworten wird oder anvertrauen wird. Diese 3 Voraussetzungen finden wir in unserem Anleitungstext. Erstens, ehe der Heilige Geist uns mit größeren Abgaben anvertraut, müssen wir nie all für Christus schaffen. Wir lesen, wo Paulus und Barnabas mit ihren Arbeit beschäftigt werden, ehe sie vom Geist geraubt werden. Erst gingen sie nach Jerusalem mit dem Geld, was sie in Antiochia gesammelt hatten, um den Christen in Judäa zu halten. Und dann in Apostelgeschichte 12, 25 sagt es, als Barnabas und Saul ihren Dienst verreicht hatten, reisen sie von Jerusalem, waren 3 und nehmen Johannes Markus mit sich.
Der ist derselbe Markus, der Markus Evangelium geschrieben hat. Dann auch sie drei wir deinen seit dem Herrn, mit was andere Christen, die wir in Apostelgeschichte 13, Vers 1 von lesen da. Liebe Geschwister, dort gibt viele Menschen von der und da, die sagen hier auf Missionsreisen wollen sein. Sie wollen große Dinge für Gott tun, Christus der Apostel damals für Gott tun. Aber wenn einer an Frauen, der was sie nie von der für Gott tun, während sie in so einer Gelegenheit aus der lernen tun, dann sagen sie für ein nicht, ich wach bloß, ich liebe bloß. Aber was lässt du von der all für Gott tun? Nicht. Gott hat Arbeit genug für all seine Kinder. Sein Missionsbefehl kann wie Krieg so gut tun in unserer Umgebung tun, als das für die Welt. Die Säulen in Afrika, in Asien, die haben nicht eine gerade reviert als die Säulen, was unsere Kollegen haben bei der Arbeit. Oder unsere Kollegen haben eine Schule, was auch von Gott getan sind. Und Gott will uns brauchen. Liebe Geschwister, du sagst Mission nur in Gruppen in Afrika, wo nu Menschen in der Stadt schauen, dann denkst du, sein Amerika ist so gottlos. Wie nah an der Tüß? Und bloß wegen der Tüß, es meint nicht, dass Gott uns nicht eine Missionsabgabe für uns hat. Er will uns hier brauchen. Gott hat uns das verschenkt. Und wenn wir nicht true deine sind, du, wo Gott uns von der Gestalt hat, woran wird Gott uns dann nach andere Abgaben mit anvertrauen? Das wird für Amte da. Die wird nicht. Die wird nicht. Wir sollen Missionar sein, du, wo wir sind. Der Apostel sollen wohl anfangen, nur Pfingsten, Gottes Wort zu verbreiten. In Jerusalem. Tschüss. Und dann, in Judäa, wird wieder. Und dann in Samaria, wird wieder. Und dann wird die Welt eng. Tschüss, als wo wir anfangen sollen. Dort, wo Gott uns will. Und wie es Barnabas und Paulus Gott über alles Leib haben und wahrlich werden für Christus zu schaffen, wo immer sie auch werden, raubte Gott an, auch das für missionarisch zu sein. Erstens, unser erster Punkt wir müssen nicht all für Gott schaffen, er uns das wo schaffen wird oder mit gerade Verantwortung anvertrauen wird. Zweitens, der Herr Jesus uns mit gerade Abgaben anvertrauen wird, müssen wir besser sein. Wir müssen ständig Kommunikation mit Gott haben, damit wir klar wissen, was Gott von uns verlangt, was sein Willen für uns ist und wo er uns brauchen will. Und manchmal, um Gottes Willen zu wissen, verlangt Gott, dass wir darüber fasten tun. Dort wird Fasten, dort hier wir nicht so viel, aber ich glaube, wir alle wissen, was das ist, nicht? Fasten ist, wenn wir für Wasser tut, nicht eten tun oder nicht was trinken tun, umso dort wir mehr Zeit haben, zu Gott zu beten, und so dort Gott sein kann, dass unser Hunger, was wir haben, und das, was wir haben, ist ein Beweis, dass Gott angreifen soll. Dass wir mit ihm reden sollen oder wollen. Fasten ist wichtig. Und manchmal verlangt Gott, dass seine Kinder fasten sollen. Und wir lesen erst in Apostelgeschichte 13, Vers 2, als die, den Herrn deinen in Fasten deuten, sehe der Herr Jesus an, sondert mir Barnabas und Saul auf, dort dann wird er auch angeraubt haben. Und was ich für interessant finde, ist, dass uns nicht gesagt wird, worüber sie fasten deuten. Meistens, wenn wir fasten deuten, dann weit wir, du hast eine Ursache, das ist ein Ziel. Wir wollen Klarheit über diese Sache haben oder wir wollen wir haben, dass Gott angreifen soll, jemand heilen soll, jemand halten soll. Aber die haben bloß gefasst. Und ich nehme an, dass sie dort Gefühl haben, dass Gott, was gerade für an geplant haben.
Und sie wollen weiten, was wir. Gott sah forsten, hat ein Verlangen zu weiten, was Gottes Willen wir. Und Verlangen, Gottes Willen zu tun. Also, der Herr Jesus sehte an, sondert mir Barnabas und Saul auf, dort zu tun, wo er auch angeraubt hat. Beten in Forsten, dann sei er mächtige Schlätels, der Kinder Gottes brücken kann. Aber war der lesen wie in der Bibel, wo Gott denen halb der Beten in Forsten deuten, hat wer ein Antwort oder ein Beispiel von jemand, wo Forsten deut, und dann wo Gott eingreifen deut in Wunder deut. Esther. Absolut. Und so ein Lehr aus was sei wir, dass die gottlose Menschen all die Israeliten anbringen wollen, dann hat sie gesagt, dass Volk soll für ihr Forsten, dass sie wird weiten kann, was sie tun soll. Und die Menschen, die forsten. Und Gott hat nicht bloß ihr Rat, aber das ganze Volk. Hat Jesus auch mal geforst? Das ist eine schwere Frau, nicht? Wo wir hier, als sie forsten dein? Am Boy, okay. Nach wo? In der Wüste. Du wird dann sogar gesagt, für 40 Tage, eit hei nicht. 40 Tage, eit hei nicht. Und wir weiten auch, wie viele Stunden Jesus im Gebet verbrach, um sein Vaters Willen zu bestimmen und die neue Kraft vom Boven zu kriegen, Gottes Willen zu tun. Weil wir als Christen dort tun, was Christus tut, Beter sein, die manchmal auch Forsten tun. Unser letzter Punkt ist eng mit dem zweiten Punkt verbunden. Ehe der Herr Jesus uns mit grader Abgaben und Vertrauen wird, müssen wir empfindliche Horten haben, die ab der Herr Jesus in den Stamm harchen tun. Und hier meine ich nicht, dass wenn jemand uns was sagt, was wir nicht gleichen tun, dass wir dann kurz beleidigt worden. So eine empfindliche Horten wollen wir nicht haben. Wir wollen empfindliche Horten haben, die Gottes Stamm hören tun. Uns wird nicht gesagt, wo der Herr Jesus zu den Christen in Antiochia reden deit. Aber dort ist klar, dass mehrere von den Gotteskinder oder den Christen Gottes Stamm hielten. Und vielleicht sehe ich auch, aber wenn Gott Menschen für ganz besondere Abgaben rauben wird, dann wiest Gott seinen Plan für mehrere Christen auf einmal. Zu Glück. Nicht bloß die, die beraubt weilen. Wir lesen nicht, dass der Herr Jesus bloß zu Barnabas und Paulus reden deit. Er hat auch zu den anderen christlichen Führer oder Leaders in Antiochia geredet. Der Herr Jesus befahl diesen anderen Christen, Barnabas und Saulus aufzusondern, um dort zu tun, wo Gott an berauben hat. Wenn Gott welche Christen zu besonderen Abgaben raubt, wird er dort nicht am Dienstren. Das ist nicht, was plätschert für Gott, wenn er Menschen zu Abgaben rauben wird. Manchmal haben welche Christen die selbe Gefehl. Wenn zum Beispiel ein Mensch an einem Predigt umbenannt wird oder als Missionar geraubt wird oder das wird tun. Wenn Gott wird der, dort wird er nicht am Dienstren. So ist es uns gegangen. Als Kinder auch noch in Bolivien wohnen deiden und du mit den Schellen mithalten deiden, dann weiß Gott mir dort, er will haben, dass wir an den Predigtdienst nachgehen sollen. Und ich wusste damals nicht, was ich damit tun soll. Also bleibe ich still. Aber Kinder ich hielt nicht ab, darüber zu beten und regelmäßig oder fangen darüber zu forsten. Und einen Tag frug ich Gott, dort wann dort sehen wollen wir, soll er mir direkt wiesen, was ich damit tun soll. Und an dem Tag habe ich eine Phone Call gekriegt von Kanada. Von einem Predigerbruder. Und er frug uns, ob wir würden nicht fähig sein, ein Mentorship-Programm zu gehen. On the same day. So schafft Gott. Er macht uns dort klar, was wir tun sollen. Und er macht die Predigerbrüder in Kanada dort klar, was wir tun sollen.
Wann Gott Menschen roepen, der hij dort nicht im Diesteren. Und das ist ein wunderbares Gefühl, dann zu weiten Kimmel. Das ist nicht bloß ein Ding, was ich denken darf. Das war Gott von uns. Und dann ist es so viel leichter zu sein. Gott, hier sieh ich. Check mich, check uns. Und so fängt er an. Dort ist so wichtig, dort wie aus Kinder Gottes empfindliche Horten für Gottes Stimme haben. War nicht, dann hauptsächlich nicht, wann Gott zu uns redet. Wir wollen ihn nicht hören, wir wollen seine Stimme nicht hören. Wir wollen so eine kleine Jung, was in Gottes Wort erwähnt wird, Samuel, sah nicht. Wir hören vielleicht Gottes Stimme, wir wissen aber nicht, wer zu uns reden wird. Was Eli zu ihm sagt, komm, dort ist Gottes Stimme. Wenn er weiter rufen wird, dann sei, hier sieh ich. Hier sieh ich. Gott hat besondere Abgaben für uns alle. Und er wollte uns reden. Aber wir müssen Gottes Stimme hören. So dass wir sagen können, hier sieh ich Gott. Ich höre. Was weißt du von mir? Check mich. Ich sehe right. Hier sieh ich.